Grüß dich zurück zu einem weiteren kleinen Infovideo. Das ist eigentlich ein Nachtrag zum letzten Infovideo, was als Trailer eingefügt wurde. Wenn du mich schon länger oder wenn du diesen Kanal schon länger verfolgst, wird dich das vielleicht interessieren. Wenn du durch puren Zufall auf dieses Video gekommen bist, grüße ich aus der Steiermark. Heute ist der 26.10., Nationalfeiertag hier in Österreich. Und ich habe mir gedacht, ich mache dieses Video, da ich Zeit habe und Interesse habe, dieses Video zu gestalten. Was ist der Sinn von dem Video? Wie ich schon gesagt habe, ein kleiner Nachtrag, und ich möchte in dem Video ein klein wenig ins Detail gehen von dem, was ich im letzten Infovideo erwähnt habe. Da geht ein bisschen mehr ins Detail, was ich vorhabe zukünftig, warum und wieso. Und wenn es dich interessiert, das Video ist in der Videobeschreibung verlinkt. Kommen wir jetzt mal zum eigentlichen ersten oder zweiten Thema oder ersten Thema, was mir ein bisschen am Herzen liegt, wo ich dir etwas sagen möchte, wenn du mich schon länger verfolgst, wenn dich das interessiert. Natürlich, so gesagt. Das liegt mir schon ein bisschen auf dem Herzen, weil ich das jetzt schon des Öfteren gehört habe auf etlichen YouTube-Kanälen, und ich habe mir darüber meine Gedanken gemacht. Das Kapitel Stapel der Schande oder auch Pile of Shame, wie man heutzutage auf gut Deutsch so sagt. Damit habe ich ein kleines Problem. Mein Stapel ist mittlerweile so dermaßen angewachsen, dass ich gar nicht weiß, mit was ich anfangen soll. Das geht zurück zu PS2-Zeiten über die 360, PS3, Xbox One, Xbox 360, hin jetzt zur Xbox Series S und der PS4 Pro. Genau. Da ich aber persönlich in den letzten 9 Jahren einiges an Trouble und Problemen hatte in meinem privaten Sein, hat sich meine Lebenseinstellung ein klein wenig geändert. Ich versuche, so gut wie es geht, Stress zu vermeiden, und die Zeit, die mir bleibt in meinem Leben, ich hatte diese Woche Geburtstag, wurde 43 Jahre jung, und durch etwaige Ereignisse fängt man dann ins Nachdenken an. Genau. Wie schnell doch was sein kann und wie schnell das Leben halt vorüberzieht. Wenn ich so zurückschaue, meine letzten 20 Jahre, holla die Waldfee. Ich durfte vieles sehen, ich durfte vieles erleben, und man nimmt sich halt dann später oben raus die Zeit. In meinem Fall, ich habe keine, ich schäme mich nicht dafür, dass noch irrsinnig viel herumliegt. Was ich erwische oder was ich fertig kriege, kriege ich fertig, und was ich nicht mehr fertig kriege in meinem noch vorhandenen Leben, man weiß es nicht genau, ist jetzt nicht unbedingt der Rede wert. Mein Gott, dann bleibt es halt über, wurscht. Das, was mich gefreut, mache ich in dem Augenblick, und den Rest siehst du dann eh. Genau, deswegen mache ich dieses Video her. Warum und wieso dieses Kapitel ich jetzt so aufgeschlagen habe, das wirst du dann im Laufe des Videos nochmal sehen. Da gibt es einiges, was darauf hinweist. Sendeplatz 1, das nächste Kapitel, was in dieses ganze Gedankengut hineinpasst. Gestern, am 25., heute ist der 26.10., erschien ein unkommentiert Gran Turismo 7 auf der Nordschleife. Ich bin mit der Zeit draufgekommen, obwohl jetzt eigentlich die ganzen unkommentiert und angespielt Videos bis in den Mai nächsten Jahres schon voreingeben habe, dass sie das alles nichts bringt. Das ist einfach nur, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, das fühlt sich gerade ein bisschen wie verschwendete Lebenszeit an. Das will ich einfach nicht. Da wird es eine kleine Änderung geben. In Kürze, ich werde noch nicht verraten, was kommt,
was für ein Spiel das kommt. Da habe ich jetzt einmal, das ist ein bisschen ein älteres, das habe ich schon auf dem Kanal. Das habe ich, aber warum breche ich eigentlich alle Spiele an? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wurscht. Ähm, Das kenne ich bereits, da habe ich schon 10 Aufnahmen gemacht und das wird in Kürze neu aufgelegt. Sagen wir es einmal so. Die ersten 5 Episoden, naja, gut, da musste ich mich leider dem Schwierigkeitsgrad stellen. Dann ging ich von fortgeschritten auf Amateur runter. Und das wird ein klein wenig dauern. Genau. Ich habe da mit diesem Spiel noch eine kleine Rechnung offen, aber das wirst du dann alles sehen, wenn es soweit ist. Genau. Sendeplatz eins wird ab oder in Kürze, wo jetzt da dieser ganze unkommentiert und angespielt Schaß daherkreuzt, das interessiert mich alles. Das ist alles, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, das ist ein bisschen Lebenszeitverschwendung. Ähm, Dieser Sendeplatz wird nun mit Spielen gefüllt. Genau. Und ob ich, offen und ehrlich gesagt, ich bin sogar am Überlegen, ob ich nicht alle 5 Sendeplätze belasse. Hat seine Gründe. Wirst du dann alles in der Zukunft noch sehen, warum und wieso. Genau. Wie gesagt, Sendeplatz eins bleibt und in Kürze, ich nenne mal den 4. November, da sollte dann das nächste unkommentiert oder angespielt kommen. Ähm, Dort beginnt das Ganze dann. Genau, die ersten 3 Episoden habe ich schon gerendert, Intro habe ich gemacht, habe ich hochgeladen und jetzt muss ich es nur mehr eingeben für eine neue Sendeliste oder Sendeplatz Dingsbums und muss es dann noch in die Programm-Playlist hinzufügen. Genau, und ab 4.11. geht's dann los. 7 Days to Die und The Long Dark. Richtig. 2 Spiele, bei denen ich mir schwer tue. Aus dem einfachen Grund, 7 Days to Die ist mit der Zeit äußerst repetitiv. Ähm, Ich habe keine Ideen für die Blutmondfalle. Ich habe jetzt immens viel probiert in der letzten Zeit am PC. Ich habe Mods probiert, ich habe die Bad Vanilla Mod probiert, ich habe die Warshock Mod probiert, District Zero habe ich probiert. Es ist alles irgendwie, es, du hast im Prinzip bei 7 Days hast du momentan eigentlich nur das Ziel, nach oben raus zu überleben. Das ist mir ein bisschen momentan zu wenig. Ich sag's jetzt ehrlich, wie es ist. Und vor allem habe ich auf meiner alten Kiste ein großes Problem. Ich blende dir jetzt was ein, das dauert circa 2,5, 3 Minuten. Und wenn den Protagonisten das stört, was ich da jetzt gemacht habe, dass ich da einen kurzen Auszug verwende, bitte sagen wir es in Ruhe. E-Mail ist im Kanal-Dings verlinkt. Ist absichtlich. Und wenn dir das stört, nehme ich das gern außer. Absolut kein Problem. Aber ich wollte das jetzt einfach nur als Beispiel zeigen, da ich Angst um meine Kiste habe, wenn das eintritt. Daher, ja, schaut euch das jetzt einfach einmal an, die 2,5, 3 Minuten und dann wirst du sehen, auf was ich hinaus will. 15 Sprit. Wenn du keinen Liter hast, ist das der letzte Shit. Oh, 15 Sprit. Ist der letzte, nicht mal ein Heftle. Nicht einmal ein Heftle haben sie übrig gelassen. Ist irgendwas dabei, was ich brauche? Nö. Tschüss! Tschüssikowski! Wow! Wow, 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 wow! Nebeless nicht nachladen! Nebeless! Panik! Was bitte? Was bitte? Was ist denn das? Warum? Das ist nicht richtig, oder? Nein, komm mal auf! Shitty, Schmidti! Ja, von wegen, Alter, von wegen! Das ist niemals im Leben richtig! Ich muss da reinhopfen, ich wüsste nicht, wie ich es anders jetzt bewerkstelligen soll. Ich habe alles nachgeladen. Wir machen es folgendermaßen.
Ich schieße erst die leer, dann die und dann die. Arschlecken. Das ist die Hölle. Nicht da rein. Oder doch? Nee. Vorne ist eine Tür. Eine Zellentür. Nee, das war's. Ich bin weg. Das war's. Brauche ich mich nicht aufheilen wollen, ne? Ist vorbei. Wenn ich nochmal rauskäme, wär's geil, aber ich schaff's nicht. Nein, Alter, so kurz vom Ziel wieder! Jo! Ich habe Angst um meine Kiste, um meinen alten PC mit der 1050er Grafikkarte in einer T6 Quest mit, mit der befallenen Zugabe. Ich habe da Angst um die Performance und um meine Nerven. Ich habe für das momentan auch keine Geduld, dass ich mich da mit Dingen herum ärgere und nerv mit Performance-Problemen und so. Bei mir muss das, wenn ich ein Spiel installiere, das muss funktionieren. Und ich habe ja für dieses Produkt Geld ausgegeben und wenn es nicht funktioniert, dann ist das für mich momentan nicht der Rede wert. In puncto 7 Days to Die gibt es für mich jetzt nur eine Lösung. Ich werde das Projekt derweilen stilllegen. In der Zukunft, 2025, kommen 2 Updates. Das eine behandelt Banditen und das zweite, alles dem Jahresende hin, gibt es dann auch einen Story-Modus. Beim Story-Modus inklusive eines neuen PCs, da werde ich wieder bei 7 Days to Die einsteigen, drum hast du da so lange nichts mehr gesehen davon. Ich brauche eine Geschichte im Hintergrund, weil sonst wird mir nämlich so schnell langweilig, das will ich nicht. Und bei The Long Dark habe ich dasselbe Problem. Darum ist auch schon lange kein Video mehr aus dem Überlebensmodus gekommen. Ich brauche eine Geschichte im Hintergrund. Ich warte dahingehend nur auf Episode 5. Da ich aber den größten Teil der Story schon wieder vergessen habe und ich mit der damaligen Qualität des alten Let's Plays von Episode 1 bis 4 nicht unbedingt zufrieden bin und war und bin, möchte ich Episode 1 bis 4 nochmal neu aufnehmen im Laufe der nächsten Zeit. Und wann das alles kommt, weiß ich noch nicht. Es kommt dann, wenn die Zeit reif ist. Und ich mache mir dahingehend, das habe ich vorhin schon gesagt, ich mache mir jetzt dahingehend keinen Stress mehr. Der Kanal steht unter dem Motto, seid die hin, genießt den Scheiß, genießt die Show, ärgert die mit mir, ärgert die über mich, lach über mich, ich bin dafür alles offen, bin ein sehr selbstironischer Mensch. Und nach diesem Motto werden wir in der Zukunft weitergehen. So, über 7 Days to Die und der Long Dark ist jetzt alles gesagt. Wir hupfen schnell ins nächste Kapitel. No Man's Sky und SnowRunner. SnowRunner habe ich auf der Xbox Series S, das geht am schnellsten, wird irgendwann im Serienformat kommen. Ich habe mir da schon einige Ideen gemacht und mir im Schnittprogramm einige Gedanken gemacht, wie ich das umsetzen kann. Und wenn es kommt, kommt's. Ist ja mittlerweile auch nicht unbedingt ein kleines Spiel mit den ganzen Seasons und so weiter und so fort. Aber ich werde versuchen, mein Bestes zu geben, das im Serienformat natürlich kommentiert zu bringen. Holen wir mal aus zu No Man's Sky. Du siehst es ja bereits die ganze Zeit im Hintergrund. Das sind Aufnahmen von der PS4 Pro. Genau. Ich will es jetzt kurz und schmerzlos machen. Ich habe am PC, mein PC, da packt die PC-Version nicht. Ich habe Performance-Einbrüche, ich habe alles drum und dran, was du dir noch vorstellen kannst. Auf der Xbox Series S habe ich diesen Quick Resume Bug.
Quick Resume, das brauchst du, habe ich gelesen. Weiß ich nicht warum. Keine Ahnung. Mir eigentlich wurscht. Muss ich auch und ehrlich gesagt gestehen. Es funktioniert bei mir nicht auf der Xbox. Also musste ich zurückgehen auf die PS4, auf die Pro, da funktioniert es komischerweise. Obwohl ich da auch zwei kleinere Probleme habe. No Man's Sky wird auch im Serienformat folgen, irgendwann in der Zukunft. Ich lasse mir da Zeit. No Man's Sky wird ja ständig erweitert und mit Updates überflutet. Wir haben es mittlerweile über 20 Updates. Ja, da war ja irgendwas, ne? Alle sind so riesig und die ganze Welt ist dort so riesig und bla bla bla. Ja, kurz und schmerzlos wird im Serienformat irgendwann kommen. Ich arbeite nebenbei immer wieder mit Schnittprogrammen, wenn ich was render für YouTube. Oder wenn ich Ideen habe, schreibe ich mir das auf einen Zettel auf und das wird dann später mitverarbeitet. Von No Man's Sky und SnowRunner geht es nun ab zu 3 Spielen. Fallout 4, Generation Zero und Sunken Land. Zu Sunken Land habe ich schon mal drei Episoden angespielt gemacht, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Sunken Land hat es vor kurzem ein Update erhalten, da habe ich kurz reingeschaut. Die Performance ist jetzt auf meiner alten Kiste besser wie mit dem Zustand zur angespielt Session. Ich glaube, das ist jetzt ein halbes Jahr alt oder ein Jahr alt, ich weiß es nicht mehr, ist doch mir wurscht. Sunkenland werde ich weiterverfolgen, das Setting interessiert mich und das, was die Entwickler daraus machen. Das werde ich weiterverfolgen. Sunkenland kommt, wenn es für mich einen Blick wert ist. Kurz und schmerzlos. Zu Generation Zero. Das ist ein Sorgenkind in meinem Sein, hier auf YouTube. Ich mag das Spiel eigentlich. Wenn du Spaß haben willst in Generation Zero, brauchst du eigentlich nur alles an Updates und Erweiterungen, DLC-Paketen abschalten, installier's neu, hau da in Guerilla-Schwierigkeitsgrad ein und du hast dann Spaß in dem Spiel. Auch wenn manches Mal ein klein wenig die letzten Updates noch durchkommen, macht's doch so bei weitem Spaß und ich habe noch alles aufbewahrt. In puncto Geschichte, da möchte ich noch was machen, irgendwann in der Zukunft. Ob ich es mache, weiß ich noch nicht. Hängt immer hängt immer davon ab, wie ich gerade lustig bin. Genau, Generation Zero, wie gesagt, ist bei mir ein kleines Sorgenkind. Kommen wir nun zu Fallout 4. Je weniger ich Fallout 4 spiele, umso mehr merke ich, dass ich müde bin von Fallout. Ich bin von Fallout müde. Fallout 3, New Vegas, 4. Gott, tolle Spiele, gibt's gar nichts. Du hast zig Möglichkeiten, du kannst machen, was du willst. Die Welt bleibt dir offen. Offen und ehrlich gesagt, es kann sein, ich weiß noch nicht wann. Ich habe jetzt noch bis in den Mai nächsten Jahres und vielleicht sogar noch bis in den Sommer habe jetzt Fallout 4 vorproduziert, das wirst du dann sehen, für die Mod, mit der Mod und diesem Überlebensmodus, da wirst du ein paar Episoden sehen. Muss aber ehrlich gesagt dazu gestehen, ich habe was im Blick. Auf der Xbox 2 Spiele von einem gewissen Entwickler und auf der PS4 auch ein Spiel vom selbigen Entwickler. Es kann nur sein, dass Fallout 4 irgendwann einmal im nächsten Jahr abgebrochen wird. Wann das genau sein wird, wirst du noch erfahren in einem kurzen Infovideo, das aber in die Fallout 4 Playlist eingearbeitet wird. Genau, kurz und schmerzlos. Was da kommen mag, dazu wird es eine Umfrage geben, zu passender Zeit. Gell? Wie gesagt, Fallout 4, weiß ich noch nicht, bin müde davon momentan vom Fallout-Universum, bin ich momentan sehr müde. Generation Zero, zwecks Geschichte, bleibt in der Zukunft irgendwann einmal und Sunken Land wird weiter verfolgt. Zum nächsten Kapitel.
So, kommen wir nun zum Abschluss dieses Infovideos. Ist schon wieder viel zu lang heute. Und zwar, es geht um die Aufwertung Xbox Series S, PS4 Pro. Das habe ich jetzt in den letzten Video, in den letzten Kapitelsequenzen erwähnt. Da gibt es einiges, was ich machen möchte, hin und her, blablablub. In den kommenden Jahren wird der PC aufgerüstet. Die Aufwertung findet statt, nur langsamer, als ich gedacht habe. Der Grund ist nachvollziehbar. Ich würde es nicht politisch werden. Österreich steckt seit Jahren, auch wahrscheinlich auch wie Deutschland, in einer Mordsrezession. Überall werden Arbeitsplätze abgebaut. Österreich hatte ja vor knapp 3 Wochen Wahlen. Uns droht eine Ampelkoalition und ich bin momentan sehr, sehr vorsichtig mit meinen Ausgaben und warte einfach ab. Und ich persönlich arbeite mit dem, was momentan zu Hause fix ist. Was ich habe, wo ich kein Geld mehr dafür ausgeben brauche. Genau. Zum Abschluss. Was kommen könnte? Entweder von der Xbox, da gibt es dann eine Umfrage, wenn dich das interessiert, von der Xbox Series S 2 Spiele, PS4 ein Spiel, und zwar alle 3 Spiele von From Software. Ich will es endlich spielen. Ich habe es angetestet, Bloodborne. Ich habe auch Sekiro Shadows Die Twice angespielt oder angetestet, nur mal so kurz oberflächlich drüber. Alle 3, die 2 Spiele, die ich probiert habe, funktionieren tadellos, lassen sich tadellos aufnehmen und ich bin neugierig auf dieses Universum. Und als Häppchen, als kleines Häppchen für mich, auf der Xbox wartet Elden Ring. Genau, du hast richtig gehört. Und ich habe mir eine Comicreihe bestellt, eine 4-teilige, wo es um die Lore geht von Elden Ring. Ich gehe so gesehen, lesen werde ich es erst später, ich gehe so gesehen blind in Elden Ring rein. Bloodborne kenne ich nur ein gewisses Stück, nicht viel, vielleicht 20, 25 Minuten. Und bei Sekiro kenne ich auch nur ein kleines Stück. Also ich bin da eigentlich, gehe da relativ blind an die Sache ran. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt bei dem Video und ich hoffe, du kannst damit für die Zukunft was anfangen. Bis zum nächsten Mal und ja, Baba.